Der Himmel öffnet sich und er hört eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn. Nachdem Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, hat er 30 Jahre lang scheinbar nichts getan. Nachdem Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, hat er 30 Jahre lang scheinbar nichts getan. Und dann tritt er zum ersten Mal öffentlich auf. Und bei diesem öffentlichen ersten Auftritt, er lässt sich taufen, offenbart sich das, was er die letzten 30 Jahre getan hat. Diese 30 Jahre, die werden von den Bibelauslegern genannt das Geheimnis des verborgenen Lebens Jesu in Nazareth. Was hat er dort getan? Er hat mit den Menschen den Alltag geteilt. Er hat mit ihnen die Feste gefeiert. Und dann kommt dieser Punkt, den die meisten von uns wohl am meisten fürchten. Werden wir einmal von anderen verlassen? Und dann zeigt sich Folgendes. Jesus geht an den Jordan, er reiht sich in die Reihe der Sünder ein. Ich stelle mir vor, er ist der letzte von allen. Und er beginnt nun den Menschen nahe zu sein, wo sich die Menschen selbst nicht mehr nahe sein können, nämlich insofern sie Sünder sind. Er beginnt ihnen solidarisch zu sein, wo die Menschen mit sich selbst nicht mehr solidarisch sind. Das heißt, seine Gefährtenschaft und seine Nähe ist bedingungslos und ohne Abstriche und die geht bis zum Ende. Und deshalb öffnet sich der Himmel, weil zum ersten Mal seit der Erschaffung der Welt, zum ersten Mal seit Kain den Abel erschlagen hat, es einen Menschen auf der Welt gibt, der beschließt, die verlorenen Schwestern und Brüder zu suchen. Die Tragödie unseres Lebens, so wage ich zu sagen, besteht ja nicht darin, dass wir morden oder große Verbrechen begehen. Die Tragödie unseres Lebens besteht in einer völlig gewohnten Gleichgültigkeit. Wir können die schrecklichsten Dinge lesen in der Zeitung. Wir können Unheil begegnen, leidenden Menschen und wir bestellen das nächste Glas Rotwein und buchen den nächsten Wellnessurlaub. Und da gibt es nun einen Menschen, der beginnt, die verlorenen Schwestern und Brüder zu suchen. Er geht dorthin, wo sie sind. Und er wird dann später sagen, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu suchen. Und dann wird er später sagen, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Damit beginnt natürlich unsere Rettung und Erlösung, weil es nun jemanden gibt, der zu uns hält. Erstens, wenn wir, und das ist unsere Berufung, auch bei diesem Werk der Erlösung mitarbeiten wollen, dann müssen wir davor einige Schritte tun. Und die werden im Evangelium auch ganz paradigmatisch angedeutet und erklärt. Da heißt es erstens heute, das Volk war voll Erwartung, Johannes der Täufer hat seine Sendung vollbracht, er hat unter den Menschen die Erwartung geweckt, dass es um Größeres geht. Also bevor wir uns selbst aussenden lassen können und bevor wir selbst andere Menschen suchen können, müssen wir selbst gefunden werden. Bevor wir lieben können, müssen wir selbst die Liebe erfahren. Bevor wir den Frieden verbreiten können, müssen wir den Frieden für uns finden. Und da muss uns zuerst klar werden, was unsere Berufung ist. Und die Berufung besteht darin, dass wir zu einem größeren Glück berufen sind, als wir es derzeit erleben. Wir sind zu etwas Größerem bestimmt, als wir derzeit als in dem Zustand, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Ja? Und wenn wir oft hören, Jesus liebt uns, wie wir sind, so ist das nur sehr bedingt richtig. Man müsste dazu sagen, er liebt uns, wie wir sind, damit wir werden, so wie wir zu sein berufen sind. Also eine Raupe ist dazu bestimmt, ein Schmetterling zu werden. Und Jesus möchte, dass wir das Beste aus uns machen.
Und ein Weizenkorn ist dazu bestimmt, in die Erde zu fallen und reiche Frucht zu tragen. Und ein kleines Senfkörnchen ist dazu bestimmt, ein mächtiger Baum zu werden, in dessen Schatten und auf dessen Zweigen die Vögel des Himmels nisten können. Also es braucht die Botschaft des Johannes des Täufers, die Botschaft des Alten Testamentes, um unser Herz zu weiten und uns der Größe bewusst zu machen, zu der wir berufen sind, und in uns die Sehnsucht zu wecken, dass es ein größeres Glück gibt, einen größeren Dienst und dass unser Leben einen ewigen Sinn hat. Das ist die erste Voraussetzung. Alles beginnt mit der Sehnsucht, heißt es. Und dann, wenn einmal in uns diese Sehnsucht wachgerüttelt wurde, durch all diese Bequemlichkeit und durch all dieses Gemütliche hindurch, wie wir in der westlichen Welt eingerichtet sind, wenn einmal die Sehnsucht geweckt ist, dann wartet auf uns, dass die Verheißung, die Taufe mit dem Feuer und dem Heiligen Geist. Und heute, ich lasse mich jetzt auch auf ein kleines Abenteuer ein, heute werden wir ein Glaubenszeugnis hören, wie das heute erlebt wird. Ich war gerade jetzt mit 4 Studenten unterwegs bei einem Kongress, wo die erneuerte katholische Kirche erfahrbar wurde. Ja, es waren 1000 junge Leute dort und ich habe jemanden von uns, den Sie alle schon gut kennen, gebeten, ein Zeugnis abzulegen, und sie ist dazu bereit und sie wird uns jetzt sagen, wie sie es erlebt hat heute. Eine Taufe, das ist meine Worte, eine Taufe mit Feuer und Heiligem Geist. Rachela, bitte komm. Liebe Schwestern und Brüder, es gäbe sehr viel, über was ich heute reden könnte, aber ich habe eine Sache herausgegriffen und die möchte ich mit euch heute teilen. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel auseinandergesetzt mit Glaubensfragen und mit Lebensfragen, die eigentlich uns alle beschäftigen. Und meine Freunde da können das bezeugen, dass es wirklich sehr viele zahlreiche Diskussionen gab, wo wir darüber diskutiert haben, ist das richtig, ist das gut. Und was ich beobachtet habe, ist, je mehr Antworten ich bekommen habe, je mehr verschiedene Möglichkeiten ich gehabt habe, desto weniger habe ich mich ausgekannt. Und dann habe ich begriffen, eine ganz wichtige, banale, aber ganz wichtige Sache: Ich werde nie alles verstehen. Ich werde nie alles verstehen. Gott ist viel zu groß, um in mein kleines Gehirn hineinzupassen. Und solange ich versuchen werde, ihn in diese kleine Schublade, die mein Verstand heißt, hineinzuquetschen, solange werde ich nicht weiterkommen. Solange werde ich wie immer stecken bleiben zwischen Argumente und Gegenargumente. Und die gibt es immer. Wenn ich aber fähig bin, ganz ehrlich zu mir zu sein und ganz tief in mich hineinzuschauen und einmal die Argumente loszulassen, dann gibt es dort einen Weg für mich, der mich glücklich macht. Dann gibt es dort die Wahrheit, die ich suche. Um ein Beispiel zu geben, ein heißes Beispiel zu geben, die mich auch sehr lange beschäftigt hat: Beichte. Brauche ich eine Beichte? Brauche ich sie nicht? Brauche ich einen Priester, der meine Sünden hört, oder brauche ich ihn nicht? Kann ich das selber mit Gott ausmachen? Das sind die ewigen Fragen. Und ich kann mich mit den Fragen bis Ende meines Lebens auseinandersetzen. Ich werde nicht weiterkommen. Wenn ich aber fähig bin, das loszulassen und es mit mir geschehen zu lassen, dann kommt die Heilung. Und dann ist es möglich, dass mein Herz ein Stück geheilter wird. Und ich möchte euch heute Mut machen, dass wir alle wirklich in uns hineinschauen und diesen Weg suchen, dass wir in der Früh mit brennenden Herzen aufstehen können und sagen können: Ja, heute will ich was bewegen, heute will ich einen Schritt näher machen, um die beste Version von mir selber zu sein. Und eine Sache steht ganz fest, und damit möchte ich schließen: Ganz egal,
was ihr dort drinnen findet, sei es noch so dunkel und so schwierig, ganz egal. Und dafür bin ich heute Zeuge da. Wir werden nie alleine gelassen. Wir werden nie alleine gelassen. Es öffnete sich der Himmel und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich